Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Taktik Fuchs. Ja Leute, diesmal zum Bundesliga Heimspiel gegen Darmstadt 98. Damit gehen wir rein. Viele stellt sich ja wieder von alleine auf. Manuel Neuer wird im Tor stehen, das haben wir ja schon gehört auf der Pressekonferenz. Ansonsten, ja, ist ja keine Auswahl da. De Ligt und Kim, Innenverteidigung. Ja, machen wir erstmal die Safen. Harry Kane, ohne Frage, vorne rein. Für mich, aufgrund der Formstärke, King natürlich auch rechts. Für mich links kein Sané. Sané würde bei mir draußen sitzen. Wahrscheinlich wird er gegen Darmstadt aufgrund meines Karmas 2, 3 Hütten machen. Kann sehr gut sein. Bei mir wäre er trotzdem erstmal draußen als Denkzettel für dieses absolut lustlose Spiel in Galatasaray. Von daher würde ich ihn Tell bringen. Auf links. Musiala würde ich auf jeden Fall auf der 10 oder auf der Doppel-8 bringen. Wo wir jetzt gleich ein bisschen zu kommen. Problem, die wir haben. Ein Goretzka ist nicht da, ein Guerrero ist nicht da, ein Opa ist nicht da. Von daher ist es natürlich relativ schwierig, was Vernünftiges aufzustellen. Von daher haben wir natürlich auch keine Wahl, dass ein Davis das Ding spielen muss. Ja. Jetzt könnte man natürlich darüber streiten, was wir im Mittelfeld machen. Ja. Wenn man die Leistung sieht von Kimmich, gerade gegen Galatasaray, wobei es gegen Mainz echt gut war. Ja, also bei mir wird Mazraoui als Rechtsverteidiger nicht auflaufen. Sage ich euch ganz ehrlich. Da ich aber jetzt auch nicht zu viel Risiko gehen würde, würde ich erstmal den Saar bringen. Ja, ich weiß, ich hätte das auch niemals gedacht, dass ich den Bouna Sarr nochmal ins Rennen schicke. Aber ja, wir spielen gegen Darmstadt und ich denke, dann kann man das mal machen und kann mal gucken, welche Form er hat. Natürlich so aus der Ferne schwer zu beurteilen. Ich würde aber auf jeden Fall mal den Bouna Sarr da reinschmeißen. Ja, ein Leimer wird bei mir nicht spielen. Sage ich euch auch ganz ehrlich. Bei mir würde ein Kimmich spielen. Allerdings, wenn wir Musiala so als halbe 10 sehen, Kimmich als Achter und ich würde mit einem Pavlovic, der noch nicht mal hier drin steht, auf der 6 spielen. Ich hoffe, ich schreibe ihn jetzt richtig. Ja. So würde ich agieren. Ja, ich würde auch mit einem 6er agieren. Ich bin mir nicht 100% sicher, ob ein Pavlovic jetzt unbedingt eine Holding Six ist oder so. Und das, was wir in der Vorbereitung gesehen haben, schwierig zu beurteilen. Sollte nicht so sein, kann man natürlich darüber nachdenken, mit dem Kimmich eine Doppel-6 zu bilden. Aber ich denke, wir haben gegen Galatasaray gesehen, dass ein Kimmich auf dieser Position einfach maßlos überfordert ist. Ja, Kimmich ist stark auf dieser Position. Wenn er nicht angelaufen wird, wenn er nicht Druck hat, dann kann Kimmich das Spiel eröffnen. Ja, so würde ich anfangen. Andere Alternative, die, wenn Saar halt einfach wirklich viel zu schlecht wäre, da müsste man natürlich volles Risiko gehen. Da könnte man Kimmich als rechten Verteidiger stellen und Kretzig mit ins Mittelfeld. Ja, dann hätte man Pavlovic, Kretzig in der Mittelfeldzentrale. Natürlich dann super unerfahren, deswegen habe ich einen Kimmich hier mit drin, weil, ja, Kimmich hat nun mal Erfahrung. Von daher würde ich erstmal so anfangen, aber wären Saar dann einfach echt zu schwach oder so, könnte man wird ja dann auch sehen, wie ein Pavlovic agiert. Sollte das gar nicht klappen, kann man ansonsten ja umstellen, ist ja nicht das Problem. Wir haben noch einen Leimer draußen sitzen, den man zur Not bringen kann, wir haben Mazraoui draußen sitzen. Aber so würde ich auf jeden Fall mal anfangen. Und nochmal, nichts gegen Darmstadt, aber am Ende des Tages ist es einfach auch nur Darmstadt. Und gerade in solchen Spielen sollte man dann auch mal die Eier haben, einen Tell zu bringen oder auch mal einen Pavlovic zu bringen und das nicht mit diesen Ausreden abtun, wie es ein Tuchel in der Pressekonferenz getan hat mit seinen, ach nee, das setzt ein falsches Zeichen ans Team.
I don't know, das sind für mich einfach scheinheilige Ausreden. Gut, merkt euch das. Das ist meine Aufstellung. Jetzt werden wir mal die Aufstellung machen, wie sie sein wird, meiner Meinung nach. Das ist ja relativ einfach. Weil Tuchel hat es ja schon verraten quasi. Zumindest wie es vorne aussehen wird. Wir werden sehr wahrscheinlich wieder mit einer Doppel-6, Doppel-8 agieren, mit Musiala, mit dem Koma, mit dem Sané links. So, und mit dem Mazraoui als Rechtsverteidiger. Ja, das ist unsere 11. Gegen Darmstadt 98 bin ich mir zu 99% sicher, auch wenn Tuchel das noch ein bisschen offen gelassen hat mit Müller und so weiter. Ja, er wird da nicht die Eier haben, da jemanden auszuwechseln. Und er hat natürlich auch recht, was Kane, Coman und Musiala betrifft. Bei Musiala kann man vielleicht auch noch ein bisschen streiten, aber gerade dann so die letzten beiden Tore mit Kane und Musiala, gibt es keine Argumente, die 3 Spieler rauszunehmen. Ja, es waren genug Tage dazwischen Pause, das war ja auch ein Argument. Aber ein Sané hat nicht das Recht, in der Startelf zu stehen. Das wäre ein Schlag ins Gesicht für einen Müller, für einen Tell, für alles, was offensiv da draußen sitzt. Aber ja, das wird unsere Aufstellung zu 99,9% sein. Wenn nichts irgendwie noch sich verletzt oder sonst was. Ja, Leute, wie immer, haut mir gerne eure Gedanken raus. Oder was würdet ihr ändern jetzt im Gegensatz zu dieser Aufstellung, wie wir sehr wahrscheinlich spielen werden? Ja, weiß ich nicht. Ich denke, man muss einfach mal aufhören, immer nur die Spieler zu pudern. Immer werden die Spieler nur gepudert. Es wird kein Tacheles geredet. Manche Spieler haben es halt einfach nicht verdient, in der Startelf zu stehen. Punkt. Ja, weil die Leistung einfach katastrophal war. Ja, aber wenn man dann nicht die Eier hat, zu sagen, hier, das ist ein Jugendspieler, das ist ein Jugendspieler, die bringe ich einfach mal rein, die haben die Qualität. Nochmal, wir spielen jetzt nicht gegen Dortmund, wir spielen gegen Darmstadt. Und wenn man gegen Darmstadt nicht mal sagen kann in meinem Heimspiel, ich gebe mal bestimmten Spielern einen Denkzettel, damit sie mal wieder auf den Boden der Tatsachen kommen. Wann dann? Wir sind jetzt halt wieder an dem Status anbelangt, was letzte Saison auch das Problem war, was letzte Saison dann auch das verkehrte Zeichen gesendet hat an die Mannschaft. Wir sind jetzt wieder an dem Status, dass Leistung wieder eine untergeordnete Rolle spielt. Wir sind wieder da angekommen, wo es heißt, der spielt, weil er der ist. Der spielt, weil er der ist. Und nicht, der spielt nicht, weil er keine Leistung gebracht hat. Das ging letzte Saison schon fast schief, ja, dass wir fast alle 3 Titel verspielt hätten. Und dass wir diese Saison auch knallen. Ja. Ich denke, auch ein Tell wird keinen Bock mehr haben, so langsam aber sicher. Ich denke, Müller wird das auch irgendwann reichen. Ne? Der wird ja auch die Leistung vom Sané gesehen haben und Müller ist ein schlauer Spieler. Er weiß das wohl einzuordnen und hat natürlich nochmal ein anderes Gewicht wie so ein Tell, ja, obwohl der da das gleiche Recht drauf hätte, da irgendwas zu sagen. Ich bin sehr gespannt, ne? Sehr, sehr gespannt. Ja, so ist es. Und es macht mich einfach traurig, wie ein Tuchel argumentiert hat und dass wir auf unsere Jugendspieler so kacken halt, ne? Also nochmal, ein Pavlovic hat's bärenstark in der Vorbereitung gespielt. Warum sollte man ihm nicht mal die Chance geben, jetzt in diesem Spiel? Ja. Was soll er da jetzt schlechter machen, wie es ein Kimmich und ein Leimer gegen Galatasaray getan haben? Nix, meiner Meinung nach. Aber gut, auch nur meine Meinung. Tuchel verfolgt eine andere Trainerphilosophie. Die Philosophie, keinen Druck aufzubauen, an den Spielern festzuhalten. Vielleicht gibt ihnen das auch recht. Ja, wie ich schon gesagt habe, vielleicht macht Sané wieder 2 Hütten gegen Darmstadt und läuft wieder mit einem Lächeln über Platz. Vielleicht zeigt Kimmich wieder eine gute Leistung, wie er es gegen Mainz getan hat. Vielleicht zeigt ein Leimer eine ansprechende Leistung gegen Darmstadt. Mag alles sein. Wir werden sehen. Aber es ist natürlich für mich dann, oder für mich als Typ wäre es, oder ist es einfach das verkehrte Zeichen. Auch wenn die jetzt wieder eine gute Leistung bringen sollten. Wissen sie ja trotzdem, ja, ich kann mir auch in Spielen erlauben, einfach mal eine schlechte Leistung zu bringen oder auch mal zu zeigen, dass ich eigentlich gar keinen Bock habe, auf dem Platz zu stehen und spiele trotzdem im nächsten Spiel wieder. Und das ist ein Signal,
was ein komplett verkehrtes Signal ist. Wenn man wie Sané sich da so gibt, wie man es in Galatasaray getan hat, mit 0 Bock, dann gehört man nicht in die Startelf im nächsten Spiel. Punkt. Ganz klare Kiste. Und wenn man Leistungen bringt, wie es ein Leimer und ein Kimmich im Zusammenspiel getan haben, wie es auch ein Mazraoui getan hat, dann brauchen die einfach auch mal einen Denkzettel. Ja? Und ein Denkzettel am Kimmich sollte schon reichen, wenn man sagt, der Pavlovic ist der Sechser, du gehst mal eine Position nach vorne, weil du das nicht kannst. Aber so gibt es halt unterschiedliche Menschen, andere unterschiedliche Typen. Viele würden das genauso aufstellen, wie es hier steht, was auch okay ist. Jedem seine Meinung. Das ist meine, ich habe meine argumentiert. Ihr könnt gerne eure in den Kommentaren argumentieren. Und rot-weiße Grüße gehen raus. Ich hoffe, hoffentlich endlich mal wieder ein einigermaßen schönes Spiel und natürlich ein Sieg für uns. Und dann hören wir uns, wer Bock hat, Samstagabend hier nach dem Spiel wieder. Tschüssi.